Ja, stellst du mir scharf oder die Hurensäcke? Hallo und herzlich willkommen bei mir auf Kidswitch. Hey, bin ich hure gut im Bild oder... Nee, jetzt muss ich mal das Zeug umdrehen. Merlin, verpiss dir. Verpiss... Nein, das ist gut, komm. Yeah, hallo, herzlich willkommen bei mir auf Kidswitch. Zum neuen Video, zum ersten Video im Jahr 2022. Ganz ehrlich, ja, hure Bock auf das Filmen. Heute ist der... Scheisse, der ist heute... Ui, heute ist der 8. Januar habe ich hure Bock auf Film, aber ich habe im Fall echt keine Ahnung, was ich filmen soll. Obwohl, es ist eigentlich lächerlich. Ich habe einen verdammten Kochkanal und nehme mir hure viel aus. Also ich mache eigentlich alles drauf und ich habe keine Ahnung, was filmen. Darum habe ich gedacht, ich mache im Fall wieder mal ein Labervideo und während ich das Labervideo mache, packe ich meine Einkäufe aus. Ich bin einkaufen für nächste Woche. Und ja, jetzt könnt ihr euch das entweder gönnen oder ihr gönnt euch das nicht. Ich mache das Video vor allem für mich, so ein bisschen für mich zu sortieren und so. Ja, es ist wirklich hure spontan. Also jetzt die Kamera aufgestellt, jetzt bin ich am Schnurren. Also, es ist ein bisschen Dezember, Silvester, so ein bisschen ein Retro. Dann so ein kleiner Ausblick 2022, obwohl ich dort eigentlich nicht mehr der Typ bin, der sagt, hey, wow, im 2022 will ich den Huren hasseln oder so. Das mache ich schon lange nicht mehr, weil ihr kennt mich. Ich und durchziehen, schwierig. Aber ja, darum, ich packe jetzt hier mal ein bisschen mein Zeug aus, das ich eingekauft habe und schnurre ein bisschen mit euch. Dezember 2021. Also ich muss sagen, ich bin jetzt nicht die, die sagt, 2021 war ein hure scheiß Jahr, weil wir haben, also ich muss wirklich sagen, ich habe mega viel Geld erlebt. Ich war jetzt in der Türkei, ich war in Ägypten, ich habe einen neuen Job bekommen. Gut, dann hört sich ziemlich schnell auf. Nein, aber ja, nicht irgendwie so, es ist jetzt ein hure verschissenes Jahr, ich konnte bügeln, ich konnte alles machen, was ich will, also von dem her eigentlich voll easy. Aber irgendwie habe ich mich dann gleich mega auf die Festtage gefreut und vor allem habe ich mich sehr gefreut, als es wieder durch war. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, ich habe mich im Dezember noch nie so ungesund benommen. Es hat beim Fressen angefangen, beim wenig Pennen und beim zu saufen aufgehört. Und die mich ein bisschen verfolgen, die wissen, ich bin manchmal so ein Entweder-oder-Typ. Ich bin ja jemand, ich bin jetzt nicht die einfach so sagt, ja komm, ich nehme jetzt ein Bier und dann ist es fertig, sondern ja, komm, ich nehme jetzt einen Kanister, ich nehme auch noch 3 Flaschen rote. Nein, es ist jetzt ein bisschen übertrieben gesagt, aber ich bin dort einfach ein bisschen inkonsequent. Das habe ich jetzt im Dezember ein bisschen gemerkt, dass ich jetzt ja langsam 35 werde und vielleicht nicht mehr so viel mal verleiden wie auch schon. Und habe das im Dezember so ein bisschen auf die Spitze getrieben. Also es ist, ja, und dann habe ich gefunden, so, jetzt ist wirklich, glaube ich, die Zeit da, wo wir uns ein bisschen zusammennehmen. Und ich habe mich auch nicht bewegt. Und ich muss wirklich ganz ehrlich sagen, ich bin jetzt nicht die hure gerne Sport macht. Also ich bin einfach, wie soll ich sagen, ich habe einfach genau gar nichts mehr gemacht. Und das habe ich gemerkt. Ich merke das einfach auch mental, wenn ich gar nichts mache, dann werde ich mühsam. Und ja, das war so ein bisschen der Dezember. Wir haben es mega schön, also wir haben mega schöne Weihnachten gehabt, gute Silvester, Creme, aber jetzt sind wir wieder im Alltag. Und ja, Ausblick 22 ist noch schwierig. Also wir gehen sicher in die Ferien, so April, Mai. Also eben so weit die Lage zulassen, aber ich muss das eigentlich gar nicht mehr sagen. Die Lage, so weit die Lage, halt deine Schnurrenlage. Wenn wir reisen, nein, wir gehen nicht reisen, wir gehen Ferien machen. Reisen tue ich eh nicht gerne. Also da irgendwie weiss ich, woher in die Ferien und dort her gehen, das anschauen, ich bin überhaupt nicht der Typ. Ich gehe sehr gerne einfach in die Ferien, ein bisschen chillen. Genau. Und das ist sicher so mal. Und dann etwas, was natürlich wirklich krass, also für mich eine sehr krasse Veränderung ist, ich habe im Februar einen neuen Job. Scrum Master werde ich. Kannst du googlen, ich will es nicht erklären. Freue mich extrem auf die Aufgabe. Wird streng. Und ja, es steht noch so. Ja, genau. Also, jetzt die nächsten 4, 5 Wochen. Ich bin am eigentlich vom einen Ort zum anderen, ich muss mich bewegen. Also ich gehe jetzt Crossfit. Das ist so ein Sport, wo wirklich Fakt, auch für mich, mache ich es sehr, sehr gerne. Und die haben jetzt dort so ein bisschen neu aufgezogen und renoviert und etc. Und jetzt hat es dort neue Leute drin und die machen im
ja, jetzt nächsten Montag startet es, bis etwa 4 Wochen machen die eine Challenge. Da geht es um Ernährung und ich sage eigentlich extra nicht, was für eine Challenge, weil ich habe keinen Bock, dass wir wieder irgendwelche Schläuche, sorry. Und falls du dich jetzt betroffen fühlst, ja, dann tut es mir leid. Aber irgendwelche Schläuche sagen, nein, du musst im Fall das machen. Und dann kommen sie wieder mit ihrem Clean-Nein-Scheiß. I'm so sorry, ich finde das halt echt für nichts, das ist meine Meinung und ich darf die glaube ich auch noch vertreten. Wo sie mit irgendwelchen Pulverschrott anpreisen. Darum, ich sage genau, ich denke so nichts über die Ernährungsart, die wir in den nächsten 4 Wochen werden tätigen. Und ich bin eigentlich nicht so der Essensumstell-Typ und bla bla bla, aber ich finde es hure geil, jetzt im Crossfit, ja, sie ziehen die Challenge auf, sie geben sich mega Mühe und ich finde das einfach schön für einen Teamzusammenhalt, dass man zusammen etwas macht. Das finde ich wirklich geil und darum helfe ich dort mit, so gut wie es geht, weil ich bin jetzt nicht die da, ja, wie soll ich sagen, jetzt so ernährungstechnisch auch nicht unbedingt mega Hirsch. Ich weiss sicher, ich weiss, was mir persönlich nicht gut tut. Und ich weiss, was mir persönlich gut tut. Und ich glaube, das ist schon die halbe Miete. Jetzt muss ich mal schauen, ob die hure Kamera noch läuft. Das kann es nicht sein. Ja, das läuft! Und das ist so ein bisschen in der nächsten Woche das, was mich beschäftigt, eben der Jobwechsel an sich. Sorry, ich muss mich da gut konzentrieren. Genau. Und dann einfach, ja, das ist sicher, ich muss noch ein bisschen Englisch boosten, weil ich werde dort dürfen Englisch reden während dem Arbeiten und ich muss ganz ehrlich sagen, ich Englisch, ich rede Englisch, wenn ich in irgendeiner Poolbar hocke und ein Amerikaner neben mir einen Liter Gin Tonic bestellt, dann rede ich Englisch. Und sonst nicht. Aber ich habe sehr gerne Challenges und ich lasse mich auf das Experiment ein. Also nein, ich muss einfach dort liefern. Und was ist noch so? Was könnte ich noch so erzählen? Es geht schon einfach allen gut, muss ich ehrlicherweise sagen. Also, ja, wir sind jetzt über die Festtage sind wir nicht so zu Weg gewesen. Wir haben, also nichts, Coronien, ich mag gar nicht über das reden, also gar nichts. Haben wir ein Thema gehabt wegen dem, aber einfach schon nicht so zu Weg. Der Stefan hat jetzt auch noch den Job gewechselt, das ist vielleicht auch noch so eine psychische, ja, man kennt es, oder? Man ist irgendwie angespannt und man wartet auf etwas, und plötzlich ist es da und dann geht so Druck weg, ich sage es mal so, und dann, ja, wenn man ein bisschen sensibler ist, so wie jetzt mir, ja, dann kann es natürlich sein, dass man vielleicht sich irgendwie infiziert mit Scheiße oder einfach nicht zu Weg ist, genau. Ah, wieder Säcke. So, was könnte ich noch so erzählen? Nein, was Kacke ist, wie soll ich sagen, was Kacke ist? Ich spiele ja Theater, das wissen die einen oder anderen. Und wir hätten Ende Januar, oder sprich nächste Woche hätten wir schon die Premiere gehabt. Und leider können wir jetzt das nicht machen, because wegen dem. Und das haben wir jetzt gegen Hingern verschoben. Also die Aufführung haben wir gegen Hingern verschoben im März. Und jetzt habe ich natürlich, durch das, dass die erst im März sind, also das sind relativ viele Aufführungen, das sind glaube ich etwa 16 oder 17 Aufführungen, die wir machen, habe ich natürlich jetzt im Januar, Februar mega viel Zeit. Und darum habe ich jetzt so gefunden, hey geil, jetzt habe ich auch mega viel Zeit zum Kochen und auch mega viel Zeit zum Video machen. Aber ich verspreche euch nichts. Ich sage nicht, dass eine Woche ein Video kommt, ich sage gar nichts. Es kann sein, dass 3 Tage am Stück ein Video kommt und dann kommt wieder 3 Wochen nichts mehr. Because es ist nicht mein Job, ich mache das, wenn ich Bock habe. Heute habe ich zum Beispiel verdammt Bock, einfach ein bisschen zu labern. Einfach ein bisschen labern. Ich habe das früher, glaube ich, noch mehr gemacht, so Labervideos. Ja gut, ich habe natürlich auch viel auf Instagram so relativ lange Monologe gehabt, das mache ich auch weniger. Aber es war vielleicht auch noch die Schuld, dass so Dezember, jetzt auch die letzte Woche so ein bisschen schlecht gepennt, einfach mega geträumt, also wirklich Albträume gehabt, so mega anstrengend. Und dann habe ich halt im Fall nicht so den Willen, noch da meine Fressekamera rein zu haben. Obwohl es mir eigentlich machen sollte, was einem nicht so gut geht, aber nein, kein Bock ist kein Bock. Gut, was könnte ich noch erzählen? Haben wir noch irgendetwas Spezielles?
Ich weiß es gar nicht. Ich glaube, im Fall nicht einmal gross. Ja, was willst du erzählen? Jetzt ist echt das grosse Fressen ist durch und jetzt ist so ein bisschen wieder Motivation. Ich bin jetzt so ins Crossfit, ich bin jetzt wirklich auch Sport machen. Aber ich weiss es nicht, an was es genau liegt. Ich weiss es auch ziemlich genau, aber vielleicht will ich jetzt nicht genau ins Detail gehen. Ja, irgendwie letzte Woche hatte ich wieder man hat so ein bisschen Selbstzweifel. Einfach, es ist mir einfach mental nicht so gut gegangen und das gibt es bei mir einfach ab und zu. Oder? Bei mir ist so ein bisschen Wechselbad der Gefühle, habe ich schon immer gehabt, auch als, auch schon als Kind. Und ich führe das ein bisschen aufs ADS zurück, das ich habe. Leute, die das haben, sind einfach manchmal ein bisschen sehr unausgeglichen und jetzt letzte Woche bin ich also wirklich gar nicht geil drauf gewesen. Aber ich finde, das ist auch okay. Und ich finde auch so lange, dass du das kannst reflektieren und du weisst, hey, es ist im Fall jetzt einfach mal okay, mal nicht der gute Laune-Bär zu sein. Hey, go for it. Also dann bist du einfach mal scheiße drauf, das ist völlig okay. Ich finde es viel schlimmer, wenn man scheiße drauf ist und nicht weiss warum. Das finde ich noch viel schlimmer. Und dann, ja. Genau. Yes. Habe ich schon noch etwas zu erzählen? Hättest du noch eine Frage? Wenn ihr Fragen habt, dürft ihr gerne fragen. Also ich weiss, es war jetzt ein völlig nicht interessantes Video, aber ich habe gefunden, so, hey, ja, das Kochen ist jetzt eben blöd, weil der Stefan ist fotografieren. Und die sie fotografieren, kommen dann noch daher. Und dann nehmen sie vielleicht noch einen Kaffee oder so. Und dann passt irgendetwas, kochen es nicht. Und wir haben jetzt kein Kochvideo gemacht. Darum habe ich jetzt ein Labervideo gemacht. Ich habe zuerst mal im Leben Chiasamen gekauft. Nicht aus ich wollte, sondern der Stefan hat gesagt, ich soll kaufen. Genau. Da haben wir noch Macadamianüsse, Pekannüsse. Dann habe ich Spaghetti aus gelben Linsen gekauft. Das ist eben alles für nächste Woche, für die Challenge. Brown Rice Noodles. Ja, nächste Woche probieren wir so ein bisschen healthier, aber eben eigentlich ist es so, wir essen aber gar nicht so ungesund. Okay, ja, also gar nicht so ungesund. Also wir kochen viel selber. Ich finde das schon mal sehr, sehr gut. Sehr fleischlastig, aber eigentlich, also wir können jeden Tag Pizza fressen oder Döner bestellen. Also das machen wir auch nicht. Von dem her. Alle gut. Also, ich glaube, ich höre jetzt mal hier auf mit dem Video und fahre verräumen und ich hoffe, ja, euch hat das Video gefallen. Ist mir eigentlich, ja, muss ich jetzt ehrlich sagen, ist jetzt vielleicht heute so ein Labervideo, ein Sortiervideo für mich gewesen. Mache ja den ganzen YouTube-Kanal auch noch ein bisschen für mich, einfach so ein bisschen als Tagebuch manchmal auch. Und ja, schauen wir mal, was jetzt die nächsten paar Wochen bringen. Und ihr seht mich sicher wieder mal auf einem Video oder ihr dürft mir auch sehr gerne auf Instagram folgen, dort mache ich mega viele coole Posts. Nein, mache ich im Fall nicht. Poste sporadisch mal etwas oder mache Stories. Weil YouTube mache ich eben schon eigentlich viel, viel lieber. Aber es hat mir jetzt in der Vergangenheit immer Zeit gefällt oder es hat mich einfach, es ist mir nicht danach gewesen. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, das kann mich schon wieder reissen. Aber jetzt letzte Woche war vielleicht ein schlechtes Beispiel. Oh, scheiß drauf. Also, hey, merci vielmals, dass ihr dabei gewesen, merci fürs Zuhören, für die, die zugelassen haben. Und ich möchte sagen, bis gleich. Tschüss zusammen.